even know my name. They call me the Wanderer. Yeah, the Wanderer. I roam around, 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 around. Oh, well, there's Flo on my left arm and there's Mary on my right. And Janie is the girl, well, that I'll be with tonight. And when she asks me which one I love the best, I tear open my shirt and I show her Rosie on my chest. 'Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, 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 around. Oh, well, I roam from town to town. I go through life without a care. And I'm as happy as a clown. I with my two fists divine, but I'm going nowhere. Oh, yeah, I'm the type of guy that likes to roam around. I'm never in one place. I roam from town to town. And when I find myself falling for some girl, yeah, I hop right in that car of mine. I drive. Oh, lady, lend your hand, I cried. Oh, let me rest here at your side. Have faith and trust in me, she said, and fill my heart with life. There is no strength in numbers, have no such misconception. But when you meet me, be assured I won't be far away. Thus having spoke, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black coat disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find it hard each time I think upon that day. Grüßt zurück zu eure Kommentare in Episode 4. Wie ich es im Community Tab schon angedroht habe, das wird ein Zweiteiler. Genau. Es gibt ein bisschen mehr, das ich besprechen möchte. Und ich musste mir den Mirko Kramer 1760 raussuchen, der in den letzten Tagen eine Kommentarflut hinterlassen hat. Ich bedanke mich bei dir sehr herzlich, recht herzlich bei dir. Und da möchte ich auf einige Dinge eingehen. Ja? Du hast im Intro gesehen, Uriah Heep, Lady in Black. Die Nummer ist 50 Jahre alt. Irgendwann in den 70ern. Extrem gute Nummer. Und eins vorweg. Ich bin ja eigentlich, auch an dich gerichtet, Mirko, und alle anderen aus der Runde BZW, an Menschen, die zufällig hier auf dieses Video gekommen sind, muss ich immer wieder dazu sagen. Ich bin ja mittlerweile 42 und bin ja mittlerweile schon, ja, sagen wir mal, Heavy Metal Fan oder Hard Rock Fan, Heavy Metal, wurscht jetzt alle die ganzen Subgenres, was da gibt. Das Ganze höre ich seit circa ein bisschen mehr als 25 Jahre und ich bin mittlerweile so, es gibt in der Steiermark, in Österreich, 2 Festivals. Das Area 53 in meiner Heimatstadt und das für mich neu entdeckte Kaltenbach Open Air. In der Videobeschreibung hast du sämtliche Listen oder Playlisten zu den ganzen Festivals verlinkt, wenn es dich interessiert. Das Area hier in meiner Heimatstadt Leoben ist eher, wie soll ich es jetzt nennen, nicht, dass es beleidigend klingt. Sagen wir mal so, es spielen am Area das, was man halt so kennt. Sagen wir es einmal so, was halt an jedem Begriff ist. Sagen wir die Richtung, ja, das ist alles unten verlinkt, schau einfach selber rein. Das für mich neu entdeckte Kaltenbach Open Air geht genau momentan in meine Richtung. Die Headliner 2023, wegen die bin ich eigentlich hingefahren und für mich persönlich haben sich da auch einige österreichische Bands rauskristallisiert, die ich mittlerweile auch sehr gern höre.
2024 bin ich wieder auf beiden Festivals. Wie das Ganze genau ablaufen wird, wirst du dann am Zweitkanal sehen. So, kommen wir und noch was, das habe ich ganz vergessen. Weil ich mittlerweile, weil mein Spektrum oder mein Umfang an Musik ist von 1960er Fallout Rock'n'Roll bis hin zu 2022er oder 2023er Deathcore wie Brand of Sacrifice. Also ich bin ja relativ breit aufgestellt, inklusive Johnny Cash, Thin Lizzy, Uriah Heep, Deep Purple und bla bla bla. Da gibt's ja genug, ne? Genau. Und wir machen jetzt Folgendes. Bevor ich auf einen Kommentar, auf einen Kommentar von Mirko eingehe, den ich dir jetzt einblende, ganz kurz und schmerzlos, machen wir was anderes. Ich musste mir zuerst Urheberrecht raussuchen, ob ich das nutzen kann oder nicht. Das nun folgende wird 2,5 Minuten und ich wünsche dir, Mirko, und auch den anderen viel Spaß mit einem weiteren Uriah Heep Song. Der dauert 2,5 Minuten und stammt vom Album Demons and Wizards. Bis gleich. This is a thing I've never known before. It's called easy living. This is a place I've never seen before, and I've been forgiven. Easy living, and I've been forgiven since you've taken your place in my heart. Somewhere along the lonely road I have tried to find ya. Day after day on that winding road I had walked behind ya. Easy living, and I've been forgiven since you've taken your place in my heart. I'm so easy living. Somewhere along the lonely road I had tried to find you. Day after day on that windy road I had walked right behind you. Easy living, and I've been forgiven since you've taken your place in my heart. Easy living, and I've been forgiven since you've taken your place in my heart. So da. Geiler Scheiß, die Nummer, wirklich. Also das Album ist ein Hammer. Wurscht. Gehen wir zurück zu den Kommentaren von Mirko. Und zwar folgendes. Ich blende dir jetzt was ein. Auch diese Folge ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aus diesem Fallout 4 Let's Play, was ja wirklich schon Ausmaße annimmt, na gratuliere. Ich kenne derzeit nur einen YouTuber, der es mit wahnsinnig großen Projekten so handhabt. In der Videobeschreibung ist der Gute verlinkt. Und zwar folgendes. Der Mirko hat mir unter die Episode Fallout 4, der Weg nach Diamond City 2, Umweg College Square,
Die Folge stammt vom 12.12.2021, eine kleine Zeitreise. Er hat mir unter die Folge folgenden Kommentar geschrieben. Kurzen Blick, ich muss mir das da ein bisschen zuschirmen, damit ich den Kommentar auch lesen kann. Ja, ich habe da 2 Bilder offen und von denen bastle ich mir das halt jetzt irgendwie zusammen. Und zwar, er hat mir geschrieben, bei 13 Minuten 59 Sekunden ist oben an der Brücke ein Vertibird, da müsste eine Powerrüstung sein, laut Wikipedia. Die hat bis jetzt noch niemand gefunden, die Stelle habe ich jetzt aus Zufall gesehen. Folgendes, Mirko. Ich hatte dir vor kurzem in einem Kommentar geschrieben, dass ich für den Storyverlauf der Bruderschaft etwas Eigenes habe. Das wirst du dann später alles sehen, da muss ich nochmal eine Mod installieren und in der Zwischenzeit, nein, nicht in der Zwischenzeit, später oben raus, es wird dann eine Folge geben, wo wir uns den Platz oder den Standort der Mod suchen und dann werden wir das Ganze dann für den Bruderschaftsverlauf aufbauen. Ich mache hier jetzt einen kleinen Schnitt. Ja. Wenn ich mich recht entsinne, bei diesem Spielstand, den du dort siehst, dieses Foto, das müsste ein Spielstand gewesen sein bei unter 15 Stunden. Genau. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung und wir sehen uns dann im aktuellen Spielstand bei ungefähr 9 Tagen und 11, 12 Stunden oder so irgendwas, gell? Und dann zeige ich dir was, dann gehe ein bisschen auf weitere Dinge ein und dann, damit du siehst, was lässt dir einfach überraschen und den Rest sehen wir dann, wenn es soweit ist. Bis gleich. Und somit sind wir nun im Fallout 4 Spielstand, im aktuellen, wo ich derzeit eigentlich in Verhaber unterwegs bin. Dieser Spielstand hat eine Größe mittlerweile von... Warte mal, wo findet denn das? Genau. 9 Tage, 13 Stunden, 4 Minuten. Und wir sind noch lange nicht fertig, gell? Wir befinden uns jetzt hier bei der Burg. Wir werden jetzt 3 Orte besuchen. Die Burg ist darunter. Folgendes, Mirko. Wir können die Powerrüstungen, die hier im Ödland oder im Commonwealth verstreut sind, können wir uns zusammensuchen. Ist alles kein Problem. Das können wir später machen, wenn wir in den Baumodus übergehen. Ich möchte noch einige Dinge probieren. In Siedlungen etc. Und ich möchte jetzt vorab mal zeigen, welche Powerrüstungen ich derzeit habe, wo ich einige, nennen wir es einige, wo einige herumstehen und so weiter und so fort. Ja, wie du siehst, wir waren auch schon im Institut und das ist die Burg zurzeit. Das wird alles noch verändert, das hat auch seinen Grund. Bevor wir nämlich mit dem Institutsfinale über die Minutemen beginnen, muss ich hier umbauen. Genau, das hat seinen Grund. Mein PC hat eine 1050er Karte drinnen. Bei großen Höhen sollte man vorsichtig sein, oder? Und ich muss hier umbauen. Es fängt schon ein bisschen ins Ruckeln an, etappenweise. Wir werden dann noch zu Red Rocket reisen. Da ist es mit dem Ruckeln auch, ja, es ist einfach schon zu viel und hier muss ich einiges umbauen. Gell? Ich zeige dir jetzt da die ersten Powerrüstungen, die sich über die Zeit angesammelt haben. Und zwar folgendes. Schau her. Hund, du bist im Weg, du Hund, du. Da müssen wir hier runter. Es wird noch vieles hier unten aufbewahrt werden, eben aus Gründen der Performance. Wie du siehst, ich habe hier einige Powerrüstungen stehen, so die Powerrüstungsrahmen, wie man sie halt so kennt. Hier stehen einige herum und da hinten im Eck stehen auch noch 2.
Jo, gell? Da schaust du, wa? Na, Blödsinn. Und, ich möchte so viele Rüstungen wie es geht aufbauen, dass die alle was haben. Und, ihr habt gesagt, wir reisen schnell in Richtung Red Rocket. Da kann ich dir auch was zeigen. Ja, und wie du siehst, du kennst unseren Charakter aus dem alten Spiel, aus dem Spielstand von vor 2 Jahren. So sieht er heute aus. Hui! Ja, also ein kleiner Spoiler für die Zukunft. Ich kann dir auch Folgendes zeigen. Ja. Hier wurde ein klein wenig mitgemoddet. Auf diese Kleidung werde ich später nochmal eingehen, irgendwann einmal. Aber das wirst du dann alles in der Zukunft sehen. Das ist ja kein kleines Spiel, gell? So, jetzt da, mal ab zur Red Rocket. Wie du siehst, Mirko, das ist die Zukunft. Ja. Ich habe jetzt nochmal geschaut. Ich habe nämlich eine Mod drinnen, die uns diese nervigen Minuteman-Quests abschaltet. Darunter sind betroffen County Crossing und der Slog. Die sind nicht, wie sagt man, diese Missionen sind nicht erfüllbar, sagen wir es jetzt mal so. Die sind abgeschalten. Diese 2 Siedlungen gehören zum Minuteman-Story-Verlauf, wenn ich mich recht entsinne. Gell? Dann ab zur Powerrüstung. Red Rocket. Für normal tue ich das nicht, das ist Spoiler. Aber hat seinen Grund, warum ich es dir, Mirko, und auch den anderen Zuschauern, den zufälligen Zuschauern, die auf dieses Video kommen, zeigen möchte. Weil dazu muss ich dann im zweiten Teil mehr verraten. BZW, ich brauche jetzt da ein paar Bilder, dass ich das später bildlich darstellen kann. Sagen wir es jetzt einmal so. Wir sind jetzt hier bei der Red Rocket. Muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Ich arbeite da und hab Ja? Zeit zum Reden da. Hier, schau her. Das ist unser Red Rocket. Ein bisschen was aufgebaut. Hier werde ich auch was machen müssen, wie du siehst. Ja. Das ist alles schon etwas zu viel des Guten. Hier oben stehen 3 Powerrüstungen herum. Ich gehe mit dir jetzt da auf. Das habe ich jetzt in den Mit der letzten... Ernte läuft es ziemlich gut. Ja, das freut mich. In den letzten Tagen hatte ich mich mal eine Stunde oder eine halbe Stunde dazu gewogen, hier mal Ein einfaches Leben einige ist das nicht. Anpassungen zu machen. Haltet die Klappe. Damit man das später eben für dieses Video auch relativ gut sieht. Genau. Da einen kleinen Generator hingestellt. Und die 3 Rüstungen. Das ist eine T60 mit diesen komischen Skins, was das war von den... Wie heißen die? Oh, wie heißt diese Truppe? Du weißt, welche ich meine. Da hinter Quincy irgendwo, diese Mechaniker halt für die Powerrüstungen, was weiß ich. Die Oberboss Powerrüstung und hier eine zusammengeschusterte Powerrüstung T60 aus dem Tesla T60. Das müsste, die 3 Teile müssten aus dem Automatron DLC sein. Genau. So. Jetzt kommen wir noch zu einem dritten Standort, wo ich Powerrüstungen hingestellt habe. Es wird auch der Zeitpunkt kommen, das kann ich dir jetzt schon verraten, oder euch zumindest, wo wir zusammenräumen. Genau. Wir müssen jetzt ins Versteck des Mechanist. Dort sind auch noch ein paar Rüstungen. Wenn ihr wollt, einfach ab in die Kommentare damit. Ich habe nämlich etwas Größeres vor.
Powerrüstungen an einem Ort und zig Milliarden an Items müssen wir auch verräumen. Dazu habe ich auch einen Plan entwickelt. Haha. Wir werden nämlich viele Dinge verstecken bzw. so wegräumen, dass sie uns nicht im Weg stehen. Und zwar, wir waren ja vorhin im Tunnel, im Bastionstunnel der Burg. Da unten sind 2, 3 kleine Kästen, dort werden wir alles hineinverräumen. Und hier, schau her, soll man auch erlaubt aufzubauen. Hier stehen auch noch einige Rüstungen herum. Die war aktuell aus Fahrhaber. Den Reimen, das, weiß nicht, wo ich das her habe. Ich glaube, die habe ich auch. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die auch in Fahrhaber gefunden. Keine Ahnung. Dann haben wir uns hier einige Powerrüstungen aufgebaut. Ich finde diesen rosa, diesen Donut-Look voll lieb. Dann Voltec, die 45er mit der Minuteman-Lackierung, Militär, Jetpack etc. und hier das gleiche Theater. Genau, also, das war jetzt mal zu dieser Geschichte mit den Powerrüstungen. Und ich werde das Video jetzt mal hier beenden. Ich habe dazu mal soweit alles gezeigt, wie du siehst. Und ja, Nick Valentine ist für mich persönlich ein sehr guter Charakter. Auch, was ich bis heute noch nicht ganz nachvollziehen kann, im Prinzip einer der tiefgründigsten Charaktere. Mit viel Tiefe. Durch seine Geschichte, durch Nick Valentine, durch die Ereignisse aus dem Institut und Dima etc. Gut, jetzt muss ich nur schauen, ob ich hier noch irgendwo eine Waffe habe. Nö. Nö. Also, wie gesagt, wir müssen sowieso noch umbauen. Eben der Grund zwecks Performance. Genau. Da ist noch einiges zu tun für den Spielstand. Derzeit, wenn ich mich recht entsinne, ist derzeit die Umfrage für Zwischenreihen Cyberpunk. Zu passender Zeit werde ich hier auch nochmal eine kleine Umfrage machen. Siehst du, das habe ich da auch nicht gesagt, schau her. Da ist jetzt zwar noch nicht viel drinnen an Power-Rüstungsteilen, allerdings die werden wir hier beibehalten. Und das ist halt so mein kleiner Rückzugsort, wenn ich privat was mache, wenn ich aufräume, weil wie du siehst, wir haben ja... Ich lass mal eine Diagnose laufen, während du arbeitest. Lass dir Zeit. Wie du siehst, die Siedlungen werfen ganz gut ab. Siehst, und wieder ist was geschehen, genau. Nur, wie gesagt, ich möchte das Ganze jetzt nicht anfangen, bevor wir nicht im Institut waren, beziehungsweise das Institut vernichtet haben und die Bruderschaft erledigt haben. Vorher möchte ich das alles nicht machen. Zwischenrein gibt es eine kleine... was machen wir so in der Zukunft dann. Ich beende dieses Video. Zweiter Teil folgt in ein paar Tagen. Und dann möchte ich auf eine andere Sache eingehen. Gell? Die liegt mir persönlich am Herzen und ich will dahingehend euch gegenüber sehr ehrlich sein, dass dies, wie du siehst, wir haben genug zum Verräumen, die mir am Herzen liegt, die ich euch nicht vorenthalten möchte und warum etappenweise das Privatleben auch bei mir ein bisschen einen kleinen Vorrang hat. Gell? Also dann, bis zum zweiten Teil in einigen Tagen. Baba dabei. Und PS, danke Mirko, dass du dir das Ganze wirklich von vorne nochmal antust. Ich hätte die Geduld nicht. Baba dabei.